Fragen oder gibt es Diskussionen? Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Nein. Sind Sie mit Ihrem Wahlergebnis zufrieden? Ja. Wahlergebnis. Also. Naja. AG. Also. Alle Bekannte weg. So, wir haben Kapitel 25, Mehrphasensysteme im Programm. Wenn Sie aufmerksam durch die Landschaft gehen, kennen Sie natürlich solche Bilder, aber reproduziert. Sie sehen Hochspannungsmasten. Hochspannungsmasten kann sich jeder vorstellen, Sie sehen auch insbesondere schöne Mastbilder, links ja der Tonnenmast und rechts ja die Donau. Interessanterweise, wenn Sie die Seile zählen, gibt es da zwei verschiedene Ausführungen. Bei dem sehen Sie links und rechts je drei Seile, da drei, da sprechen wir zwei systemigen Masten. Ein Mehrphasensystem, ein zweites Mehrphasensystem. Das ist da oben das Herzeichen, zählt ja nicht mit, das ist nur mit der elektrischen Konfiguration. Auch in dieser Variante, da wird es etwas anders angeordnet. Das ist übrigens, wenn es da drüber der Leiter rausfällt, ist erst ein System aufgeseilt. Der linke Mast ist schon mal vorsorglich gebaut, da kommt das später mal was drauf. Auch wiederum drei lange Isolationsketten, Bündelleiter, zwei Leiter, eine Phase immer besteht aus zwei. Sie sehen, es sind immer drei Leiter. Wir wissen vielleicht, wir werden es jetzt gleich an, dass in den drei Phasen entspricht einem Mehrphasensystem. Wenn Sie aufmerksam auf das ansehen, sehen Sie andere Bilder, so wie hier zum Beispiel. Links zwei, rechts zwei. Oben wird das Herzeichen, das kann man vergessen, offensichtlich ein Zwei-Phasen-System. Der Glauben dürfte nicht aus Österreich sein, weil das so möglich ist, aber was schon österreichisch aufgenommen ist, ist nicht sicher. Sie sehen auch sowas. Das wäre wieder der Donaumast. Links drei, rechts drei. 1, 2, 3, 4. Was ist da los? Zwei Zeitsysteme. Offensichtlich gibt es so verschiedene Mehrphasensysteme, drei Phasensysteme oder Drehstrom, den Sie vielleicht so im Haushalt haben. Und daneben ein Zwei-Phasensystem, der wäre der prominenteste Betreiber von Zwei-Phasensystem in Österreich. Die ÖBB, die Bahnleitung, die sind ja also die Hochspannungsmasten der ÖBB, in dem da immer gerade etwa 2 oder 4 Leitungen beieinander sind. Und wenn das Modul 3 geht, dann ist es offensichtlich vom öffentlichen Energienetz die Versorgung. So, also mehrere Phasen und wir wollen uns anschauen, warum man das so macht. Und diese Sache jetzt sind ja heiß umstritten. Haben wir Salzburg erinnert? Salzburger? Ja, das ist der heiß. Kabelhaus, da ist ein Meter runter. Ne? Das wird der heftigste gekämpft. Manche Gemeinden versuchen noch das Erdkabel anstelle dieser Hochspannungsmasten da umzusetzen. Sind Sie aktiv in der Bildungsinitiative? Okay. Mehrphasensysteme. Und warum das Ganze? Ein einfaches Beispiel. Gehen wir von dem linken Bild aus. Sie sind ein Verbraucher und wollen Nebenleistung zuführen. Ja? Wir brauchen Hinleitung, ist der Verbraucher, Rückleitung, alles klar. Wechselstrom. Wir auch dieselbe Leistung übertragen, das wäre so hier so der Verbraucher. Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen die Zuleitung dreifach ausführen, fließt derselbe Strom jeweils nur ein Drittel, dazu braucht es den Partner dementsprechend dünn ausführen. Hätten dann wir Verbraucher da über diesen aufgesplitteten Widerstand und Sie können es hier dieselbe, dann fließt der Strom zurück. Selbe Höchstleistung, nicht selbstverständlich. Wenn wir jetzt, das ist ein Wechselstrom, so verschieben, die einzelnen Phasen in den drei Zuleitungen, dass in jedem Moment, in jedem Augenblick
geht. Wechselströme sind wir verschieden, die drei, und zwar symmetrisch. Ne? Das ist der Nullphasenwinkel 0, dann hätten wir minus 2 Bit oder minus 120 minus 42 Grad. Dann sehen Sie, wenn Sie die Summe bilden, ist es in jedem Augenblick 0, nicht nur im Mittel, sondern in jedem Augenblick. Das heißt, bei den Rückleiter fließt zu keiner Zeit mehr Strom. Das wir können auch weglassen. Soweit klar. Resümee, gleiche Wirkleistung übertragen. Diese drei sind der Drittel vom Inleiter und den halben Material. Also wir brauchen keine Rückleiter, die drei in Summe ergeben so viel wie ein massiver Inleiter. Gleich einmal als Anhaltspunkt. Kann offensichtlich durch phasenverschobene Ströme hier Material einsparen, indem ich die Leitung auf die Hälfte reduziere und einen großen Sinn ein Beispiel. Als Anhaltspunkt für die Sinnhaftigkeit von Mehrphasensystemen. Es gibt noch viele andere Gründe auch, aber das ist einmal so als Einstiegsdroge sozusagen, damit Sie auch mal anbeißen und sagen, das scheint wirklich sinnvoll zu sein. Okay, das heißt, es kommt also darauf an, dass ich es hier zeitlich verschiebe und die einzelnen Phasen da untereinander verschoben anbiete. 2, ja, das ist offensichtlich gegenseitig und gegenläufig um 180 Grad verschoben. Oder wenn ich 3 habe, wie Sie hier sehen, dann bietet sich an, die Periode, die 360 Grad aufzuteilen auf 120 und 240 Grad. So, und das wollen wir mit einem Mehrphasensystem verstehen. Das System von m größer gleich 2. Sie sehen, da sind die 2 dabei, 2 Phasen. Ja? So ist die Beweglichkeit die eine Phase und die zweite Phase ist der erste dann um 180 Grad verschoben. Braucht es auch wieder und Sie könnten das mit demselben Modell machen, indem Sie die Wirkleistung übertragen, dann 2 halb so starke Leiter mit einem Rückleiter und dann sagen, wenn die beiden um 180 Grad verschoben sind, dann ist die Summe in jedem Augenblick 0, keine Rückleiter, Sie sind das wieder bei derselben Konsequenz. Das heißt, wir starten gleich bei 2, aber in aller Regel werden wir natürlich mit unserem n gleich 3, das Dreiphasensystem, und das dann auch als Drehstromsystem bezeichnet wird, uns hier beschäftigen und verstehen unter Sinusspannungen und Sinusströme gleicher Frequenz immer noch, einheitliche Frequenz und angenähert gleicher Amplitude, die in einer vorgegebenen Reihenfolge, in der Phasenfolge um jeweils gleiche Winkel 2π durch m gegeneinander Phasen verschoben sind. Dieses elektrische Verschieben 2π durch m, 2π 360 Grad, Dreiphasensystem durch 3 so 120 Grad verschoben sind. In annähernd gleich, Sie sehen schon, das schimmert schon durch, das kann offensichtlich symmetrisch sein, wenn das gleich verschoben ist, oder wir können auch diese Symmetrie verlieren. In aller Regel sind die symmetrischen einfacher zu behandeln. Und wir werden da zum Teil also auch diese Näherung jeweils noch idealisieren und einfach von symmetrischen Systemen sprechen. Vorteile: geringere Verluste, weniger Aufwand. Das war also schon einmal die Überlegung mit der In- und der Rückleitung. Man kann die Dinge dann auch, diese elektrische Symmetrie in eine Bausymmetrie umwandeln und offensichtlich die Generatoren, die Motoren symmetrischer bauen, weil sich diese elektrische Symmetrie in der chemischen Symmetrie widerspiegelt. Die Felderlast hier auch einfacher herstellen und insgesamt werden die Maschinen kompakter und kleiner, sodass sie relativ bald schon auch bei kleinen Maschinen den Einsatz von Drehfeldern hier vorfinden. Wie können wir das beschreiben? Vorweg, die gute Nachricht, wir sind immer noch im Bereich der Wechselstromtechnik, die verschobenen Ströme sind ja trotzdem noch Wechselströme, wir können den gesamten Bereich der komplexen Wechselstromrechnung mitnehmen. Und inzwischen haben wir uns das ja hinlänglich überlegt, wo da die großen Vorteile liegen. Eingeschränkungssystem, die Algebraisierung, wir können wirklich auf die komplexen Impedanzen übergehen und haben uns da einige Dinge zurechtgelegt in der Beschreibung. Alle diese Vorteile bleiben erhalten und wir nehmen die mit auch in die Mehrphasensysteme. Da unten sehen Sie so eine Prinzipskizze von einem Mehrphasensystem. Da hätten wir mal unsere Stränge, das sind also hier Teile von Wicklungen oder Teile von Impedanzen. Und wir haben also hier eine M, von 1 bis M-derartige Stränge. Und dann ist die Frage, die werden also versorgt
Außenleiter und dann eventuell einen Neutralleiter. Da kommt schon darauf an, wie denn jetzt die Stränge miteinander verschaltet sind. Da haben es zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man einen Stern draus bauen, hier zwar geometrisch nicht abgebildet, aber elektrisch sind alle Außenpunkte führen über einen Strang zum Sternpunkt. Oder man könnte es auch, Sie sehen in dieser Variante, da haben wir nochmal die Außenpunkte, da geht es also immer von über einen Strang sofort zum nächsten Außenpunkt. Da gibt es offensichtlich einen Sternpunkt. Ja. Das wäre so wie ein Ring, wenn Sie das umzeichnen. Geometrisch seht ihr, dass die alle Stränge in einem Ring zusammengeschaltet sind. Wenn wir uns auf 3 beschränken, wird das aus diesem Ring ein Dreieck, daher nennen wir das auch die Dreieckschaltung. Also diese zwei prinzipiell die Sternschaltung oder die Ringschaltung oder die Dreieckschaltung. Und je nachdem haben dann die elektrischen Größen hier unterschiedliche Bezeichnungen. Das Gebiet ist natürlich technisch relevant und ausgearbeitet und das haben sich also da gewisse Begriffe eingeführt und die wir uns da anschauen wollen. Außenleiter, die Versorgung der einzelnen Stränge. Dementsprechend haben Sie hier die Ströme, bezeichnet Außenleiter mit L1, L2, L3 bis Lm. Jeden Außenleiter der Strom zugeordnet, I1, I2 bis Im, das werden Sie die Außenleiterströme. Die Spannungen, Außenleiterspannungen sind also hier offensichtlich die Außenleiterspannung ist zwischen zwei Außenleitern, die Phasen der Phasenfolge aufeinander abfolgen. Das U1, 2, U2, 3, doppelt indiziert, Hinweis zwischen welchen Phasen Sie hier die Außenleiterspannung aufbauen. Im Fall der Sternschaltung gibt es offensichtlich dann auch noch Spannungen des einzelnen Strangs zum Neutralleiter, das wären so die Strangspannung oder die Sternspannungen. Und dann können Sie auch mit Hilfe der Sternspannung die Außenleiterspannung ausdrücken, indem Sie das U1,2 ausdrücken. Sie sehen es, das U1 minus U2. Oder das U2,3 vom Strang 2 zum Neutralleiter, das wäre U2, dann zurück minus U3 nachher und so weiter. Im Fall der Dreieckschaltung ist offensichtlich die Strangspannung, Sie sehen es gleich, der Außenleiterspannung, in unserem Fall dann nicht, im linken Fall, im Stern. Da haben wir die Außenleiterspannung, wenn Sie also über die Sternspannungen hier, dann sehen Sie also hier auch noch einmal die Differenz. Im Dreieck ist die Außenleiterspannung gleich der Strangspannung. Wie lässt sich beschreiben? Die komplexe Wechselstromrechnung. Haben wir das noch einmal raus. Wir haben also die Sternspannung. Das wäre also hier die ausgehend von der komplexen Standarddarstellung. Oder die U-komplex, komplexe Effektivheit mal Wurzel 2, komplexe Amplitude, mal EOJ Omega T und der Realteil davon ist einfach dann der zeitliche Momentanwert. Wir gehen aus von der komplexen Darstellung und sagen, ich habe jetzt meine K-Sternspannungen, oder die K-Sternspannung rückt einfach um das U1 und diesen Faktor weiter, 2π durch M, das wäre also der Teiler, je nach Anzahl meiner Phase, und dann K minus 1, wenn Sie zum Beispiel ausgehend für K gleich 2 einsetzen, 2 minus 1 ist das U2, dem U1 verschoben, und 2π durch M, also das wären uns genau 120 Grad, wenn es M gleich 3 ist. Und das U3 wäre dann dementsprechend 3 minus 1, 2, also offensichtlich um minus 240 Grad. Da haben Sie diese symmetrische Aufteilung wieder einmal kompakt dargestellt in der komplexen Ebene. Da haben Sie also hier die Sache relativ geschlossen dargestellt. Die Summe aller Spannungen ist gleich 0. Wir können uns dann die geometrischen Verhältnisse auch gleich darstellen. Machen wir zuerst noch die Beziehung zur Außenleiterspannung. Das waren also die Sternspannungen der einzelnen Phase zum Neutralleiter. Hier eingetragen, Sie sehen jetzt das U1, U2 bis UM. Die Außenleiterspannung stellen sich dann offensichtlich dar als die Differenz. Da wäre wiederum die Standarddarstellung des Augenblicks als Realteil der komplexen Darstellung.
Und Sie sehen das U2,3 zum Beispiel, das U2 minus U3. Sie kommen also hier auch über den Neutralleiter U2 und dann zurück minus U3, die Differenz der beiden Sternspannungen. Das Verhältnis Sternspannung zur Außenleiterspannung kommt darauf an, wie viele Phasen wir hier haben. Offensichtlich, wenn das kleiner ist als 6, haben Sie mit dem gleichmäßigen Viereck sind die Sternspannungen jeweils größer, also die Außenleiterspannung immer größer. Erst wenn Sie hier zu Phasen höher, größer als 6 übergehen würden die Außenleiterspannungen kleiner werden. Sie können sich das sehr leicht vorstellen im regelmäßigen Viereck. Da hätten wir in der komplexen Ebene die Sternspannungen eingetragen. Wo ist das U1? Da haben wir das U1 mit einer beliebigen Phase Phi U1 und dann gegenüber U1 verschoben und dieses 2 Pi durch M mal K minus 1 wäre das U2, das U3, Sie sehen Gegenuhrzeiger sind in die Z-Richtung, U2 läuft also der Spannung U1 nach, das U3 läuft der U2 nach und so weiter bis hin zum UM. Das UM läuft den U1 nach. Sie haben das irgendwie symmetrisch aufgenommen bei Sternspannungen. Wenn Sie jetzt die Außenleiterspannungen identifizieren, dann wären es hier genau diese Verbindungen des Polygons, zum Beispiel bei der Spannung U1,2 minus U2 plus U1. Das wäre also hier die Differenz gewesen vorher. Oder das U2,3 wiederum U2 minus U3, Sie gehen vom Schaft weg, minus U3 plus U2 und da sehen Sie diese Beziehung. Daraus wird natürlich auch sofort klar, wenn ich ein Sechseck beschreibe, dann habe ich hier gleichseitige Dreiecke, deren Längen gleich groß sind. Für Polygone weniger als 6 werden die Sehnen hier größer und wenn Sie für ein größeres 6 gehen, dann haben Sie die Außenleiterspannung tatsächlich kleiner als die Sternspannung. Dann noch einmal eine ausgezeichnete Beziehung zwischen der Außenleiter und der Sternspannung. Sie sehen es, da hätten wir also hier in diese Lösung, also dieses Dreieck auf. Die Grundlinie entspricht der Außenleiterspannung, die beiden Strahle sind also hier die Sternspannungen. Ganz und für n gleich 3 haben wir dann eine etwas einfache Beziehung mit 120 Grad. So, die Ströme sind natürlich ganz ähnlich symmetrisch aufgebaut. Da hätten wir noch einmal die unsere M-Phasen. Gehen die daraus von der komplexen Standarddarstellung. Momentan werden momentan wird des Stroms dargestellt ist der reale IK unterstrich mal Wurzel 2 IK unterstrich der komplexe Effektivwert, mal der Wurzel 2 ist der komplexe Augenblickswert und den lassen wir noch mit dem J-Omega-T drehen, damit wir also mal das IK angegeben und dann können Sie sagen, das K Unterschied. Sie legen den Einser fest, der hat eine beliebige Nullphase und gegenüber dem Strom I1 sind dann die anderen verschoben, wiederum in diesem Drehwert. Sie sehen betragsmäßig alles gleich. Die E hoch und die E-Potenz betragen immer 1, da ist also nur der eine Drehteil drinnen und der ist festgelegt durch einerseits Anzahl der Phasen, 2 Pi durch M und dann hier den C-Index K minus 1. In Summe haben Sie die Ströme wiederum gleich 0, wenn wir hier von einem symmetrischen System ausgehen. Ob die Ströme symmetrisch sind oder nicht, hängt natürlich ab. In aller Regel werden wir ein symmetrisches Spannungsnetz voraussetzen, das heißt, Sie gehen in eine symmetrische Spannung ein, die Ströme richten sich dann nach dem Verbraucher. Wenn der Verbraucher halbwegs symmetrisch ausgeführt ist, werden sich auch die Ströme symmetrisch einstellen. Wenn dem nicht so ist, wenn Sie eine komplexe Last anhängen, die da hinten ist in jeder Phase eine andere Wertimpedanz aufweist, dann wird es da zu einem unsymmetrischen System kommen. Das heißt, wir werden es dann in der weiteren Betrachtung streng zwischen symmetrischen Mehrphasensystemen und unsymmetrischen unterscheiden. Und Sie sehen schon, in der symmetrischen ist das alles relativ einfach. Wenn Sie eine Sternspannung, einen Sternstrom kennen, dann können Sie durch dieses
symmetrische Letter Trade sofort auf die anderen kommen und wir haben also hier eine sehr einfache Möglichkeit der Beschreibung. Zu Leistungsgrößen. Wir gehen ganz konventionell vor. Momentanwert für Strom und Spannung im einzelnen Strang. Unter der Leistung verstehen wir einfach, Sie sehen es, klein p, der Momentanwert, klein p von t können Sie auch schreiben. Das summiert auf über die einzelnen Stränge, über das U1 mal I1 plus U2 mal I2, und dann kommen Sie hier zu den einzelnen, zur Gesamtleistung. Und da können Sie hier, wenn es dann übergeht auf die komplexe Darstellung, was dann ist die reelle Größe wieder ausdrücken, halb mal komplexe plus Konjugiertkomplex, und dann können Sie das einsetzen und kommen drauf, dass also hier, Sie bekommen 4 Terme, von denen 2 verschwinden, und was Ihnen überbleibt, das ist U1 I1 Konjugiertkomplex plus U1 Konjugiertkomplex mal I, das ist eine reelle Größe. Sie können einen zweiten Ausdruck wiederum als Konjugiertkomplexes vom ersten interpretieren. Wenn Sie das noch einmal Konjugiertkomplex nehmen, stoßen Sie nicht dran, wir sind bei reell, haben da hinten komplexe Größen, wissen der Klammerausdruck, das ist dann reell. Haben Sie das Z plus Z Konjugiertkomplex und davon die eine Hälfte. Und das ist der Wert U1 mal I1, weil der Kosinus der Differenz der Phasen U1 minus Phi1, Sie sehen es da, da kommt zur Differenz. Die U1 hat die Phase Phi U1, I1 Konjugiertkomplex hat die Phase minus Phi I1, und im Produkt werden die beiden multipliziert, das heißt die Hochzahl addiert, und daher kriegen Sie die Differenz der Phasenwinkel ein. Interessanterweise haben wir hier noch den Momentanwert der Leistung behandelt. Wenn es in einem Phasensystem wie Eisenfahrt, haben wir dieselbe Überlegung gemacht, wir sind das auch ausgegangen vom Strom und der Spannung, haben den Momentanwert der Leistung berechnet und sind draufgekommen, das ist im Allgemeinen, wenn Sie einen Sinus und einen Kosinus da multipliziert, oder eben einen phasenverschobenen Sinus multipliziert, ist das P, der Momentanwert, welche Größe gibt es einen Gleichanteil über einen Wechselanteil, eine Mischgröße. Das P, der Augenblickswert, der Momentanleistung im Einphasensystem ist eine Mischgröße. Wir haben auch den gleichen Mittelwert analysiert. Der Mittelwert war dann unsere Wirkleistung. Und die Wechselgröße, die da drüben liegt, hat eine Amplitude gehabt, und die positive Amplitude der Wechselgröße war unsere Scheinleistung. Die Scheinleistung. Im Mehrphasensystem für eine Größe 2 ist der Momentanwert auch schon zeitunabhängig und gleich diesem zeitlichen Mittelwert. Das heißt, ich habe jetzt hier das kleine p eigentlich noch in Abhängigkeit von t und komme aber drauf, im Mehrphasensystem ist das zeitunabhängig, und ich brauche jetzt gar nicht unterscheiden zwischen der Momentanleistung und dem zeitlichen Mittelwert, weil das dasselbe ist. Das heißt, die Wirkleistung ist gleich mp, und da haben Sie also hier die Definition, wie Sie das festsetzen. Dementsprechend ist die komplexe Scheinleistung, dann wird es Summe über die komplexen Effektivwerte, also hier wiederum Konjugiertkomplex genommen. Im symmetrischen Fall tragt jeder Stern denselben Wert bei, und Sie haben einfach das M-fache, da sehen Sie noch einmal den Vorteil eines symmetrischen Mehrphasensystems, da können Sie die Leistung einfach multiplizieren und ebenso die Wirkleistung und die Gewinnleistung dann wiederum ganz konventionell interpretiert als der Realteil und der Imaginärteil der Scheinleistung, und da haben Sie also noch einmal diesen Ausdruck, und Sie sehen aus der A-Bild, das hätten wir so auch schon gesehen, das M-fache dieses Ausdrucks, weil jeder Beitrag im gleich groß ist, charakteristisch für ein symmetrisches System. In aller Regel haben Sie dann ungleiche Beiträge da. Man kann natürlich auch jetzt dann noch einen Wirkungsgrad einführen und die Leistungsgrößen zueinander in Beziehung bringen. Wie schauen Grundschaltungen aus? Das sehen wir jetzt in der Realisierung. Da hätte man noch einmal so ein
in der Sternschaltung mit dem Neutralleiter. Und Sie sehen, das ist hier eine allgemeine Quelle, das kann also ein Generator sein, Sie könnten das auch mit einem Teil einer Entwicklung, was auch immer, ein Quellterm oder ein Impedanzterm im Allgemeinen. Und Sie haben dort die Beziehungen wiederum wie gehabt. Sie sehen also sofort die Anschlusspunkte, Sie sehen den Sternpunkt, Strang, Außenleiterströme, Außenleiterspannung und dann auf den Neutralleiter hin die Sternspannungen. Als Bezeichnungen haben sich folgende eingebürgert. Sie sehen hier verschiedene Varianten. Wie lesen Sie es? 3 ist die Anzahl der Phasen mit Neutralleiter, 50 Hertz wäre die andere Frequenz, 400 Volt wäre die Außenleiterspannung, der Effektivwert der Außenleiterspannung U1,2 und 230 Volt wäre der Effektivwert der Sternspannung, in unserem Fall wäre es dann auch die Sternspannung. So, und verschiedene Varianten. Wenn Sie hier statt Wechselstrom so ein Symbol gemacht, Alternate Current natürlich angeben, wenn das außer Streit steht, dass Sie sowieso weiter eine andere Frequenz hier in Reichweite haben, können Sie auf die 50 Hertz verzichten und geben das in kurz nur an. Ein 3-Phasensystem in Sternschaltung mit Neutralleiter, Wechselstrom und 400 Volt wäre dann Außenleiterspannung. Oder wenn Sie eben keinen Neutralleiter angeben, also wenn Sie keinen Neutralleiter haben, dann haben Sie es nicht von der Sternschaltung, sondern von der Trimschaltung, von der Dreieckschaltung ausgehen, so wie Sie es hier sehen. Da hätten Sie das nur noch einmal umgezeichnet. Sie sehen, das wäre also die entsprechende Abbildung da oben. Und dieses Kästchen können Sie auch so zeichnen, da sehen Sie die Begriffe, da haben Sie also tatsächlich den Stern mit dem Neutralleiter, der da unten geht, und hier die 3 Anschlusspunkte und dazwischen das Dreieck, das wäre sozusagen der Ring, der im Fall von E gleich 3 zu einem Dreieck degeneriert, und dann würden Sie auch auf diese Ange verzichten, wenn Sie 3 Phasen Wechselstrom 400 Volt Außenleiterspannung angegeben haben, ist offensichtlich kein Neutralleiter, Sie meinen diese Darstellung. So, also damit Sie es immerhin wissen, als Effektivwerte der Außenleiterspannung und der Strahlenspannung. Die mathematische Formulierung ist im Fall von 3 relativ simpel, da haben Sie das gleichzeitige 3 aufzulösen. Und Sie haben die Beziehung, die Außenleiterspannung ist das Dreifache der Sternspannung und die Phase hier um 30 Grad nach. Wenn wir ausgehen von den 3 Sternspannungen, Sie sehen es, so wie zu Beginn gleich einmal also eine Wechselgröße, die reelle Standard darstellt, ausgedrückt über den reellen Effektivwert und den Nullphasenwinkel. Und dann ist die 2 und 3 um minus 120 und minus 240 Grad verschoben. In der Zeitachse, also im Zeitintergramm haben Sie eine gewisse Unsichtlichkeit da drin, und da sehen Sie sofort, da hätten wir so das U1, das wäre also diese Kurve, dann dementsprechend verschoben nach hinten oder nacheilend ist in der Zeitachse rechts, die späteren Werte sind also auch hier rechts, das heißt das U2 ist dann dementsprechend im U1 um 120 Grad verschoben und das U3 noch einmal 120 Grad und dann sehen Sie dann schon wieder das U1 daher. Sie sehen also hier den Phasenwinkel Phi U1 minus 120 Grad, minus 42 Grad und das wäre dann minus 63 Grad, da haben Sie die Periode voll und so weiter. Das sind die 3 Sternspannungen, in denen Sie jetzt noch die wieder. Wenn die Sternspannung ist kleiner. Ja. Doch. Für n gleich 6 haben Sie gleichzeitig geteilt. 60 Grad, das sind alle 3 Seiten. Die beiden Sternspannungen und die Ausleiterspannung gleich groß. Wenn Sie zu einem höheren Viereck gehen, dann bleiben natürlich die Sternspannungen gleich lang, aber die Sehne wird kürzer. Bei 6 ist es gleich ausgewogen. Sie haben es dann gleichzeitig Dreieck. Wir haben ja da, die Skizze entspricht nicht dem Drehstrom, also dem 3-Phasensystem. Da haben Sie jetzt also hier
6 Phasen. Sie sehen natürlich auch sofort, wenn der Winkel kleiner als 60 Grad ist. Ne? Im 3-Phasensystem wäre der Winkel 120 Grad. Also hier, wir kommen gleich zum dementsprechenden Zeigerdiagramm, da seht ihr genau, dass dieser Wurzel 3 so, Moment. Das war. Das ist die Sache. Das ist die Folie für die Spannungen. Zeitbereich. Das dauert ja was. Da hätten Sie es im Zeitbereich. Für n gleich 3, das sind wir kleiner als 6, da sind die Ausgleichsspannungen tatsächlich größer. Wir haben das Verhältnis Wurzel 3 und da sehen Sie, wenn Sie ausgehen von der Amplitude der Sternspannung, die wäre das U1 mal Wurzel 2 für Amplitude und die wird auch bald mit Wurzel 3 multipliziert. Da haben wir das U1 Wurzel 6, die Amplitude der Ausgleichsspannung. Und die wiederum verschoben, Sie haben diese 6 Spannungen und das ist schon ein Gewirr. Da ist es vorteilhaft, in den Zeitbereich, in den komplexen Bereich zu wechseln. Da kannst du die 6 Zeiger, die Sie sehr übersichtlich wieder anführen können. Sternspannung. Ne? Der komplexe Effektivwert, der 1, der hat eine beliebige Phasenlage und Sie wissen, U2 ist dann verdreht um minus 120 Grad und das U3 ist um minus 42 Grad verdreht. Hilfreich für diese Darstellung ist diese Größe A, die wir für eine komplexe Größe EJ 2 Pi Betrag 1, und das A leistet eine Drehung um 2 Pi, also 120 Grad. Und da können, das wäre so hier dargestellt, hätten wir das A wäre ausgehend von 1 Rel, wäre A hier mit 120 Grad, A Quadrat wäre schon 42 Grad, oder wenn es den Kehrwert gibt, 1 durch A wäre dementsprechend auch hier minus 120 Grad, und Sie haben dort aber Rechenregeln für dieses kleine A als Hilfsgröße aufgelistet, um unser Drehstromsystem darstellen zu können. Die Ausleiterspannung verhalten sich hier genauso. Sie geht aus von U1,2 und dann wäre das U2,3 um 120 Grad nacheilend. A ist 120 Grad voreilend. A Quadrat wäre schon 42 Grad voreilend und das wäre natürlich auch wieder gleich bedeutet mit 120 Grad nacheilend. Und Sie sehen, das U31 ist dann tatsächlich 120 Grad voreilend oder 42 Grad nacheilend. So, die Beziehung zwischen Außenleiter und Sternspannung haben wir hier über diese Summe. Sie sehen, das U1,2, die Sehne war also die Differenz U1 minus U2. Da können Sie jetzt das einsetzen und Sie sehen, da kommt das Wurzel 3 mal EJ Pi 6, diese 30 Grad Phasenverschiebung zwischen der Sternspannung und der Außenleiterspannung. Alles das lässt sich hier sehr leicht in der komplexen Ebene darstellen, wie Sie es zum Beispiel hier sehen. Da hätten wir jetzt in dem Diagramm zum Beispiel die Sternspannung U1 in die Rele-Achse gelegt. Wir können mit einer Größe können wir die Nullphase auf 0 bringen, das wäre hier mit dem U1 erledigt. U1 liegt in der Rele-Achse, Phi U1 gleich 0 und jetzt da als Bezugsgröße U2 läuft 25 Grad nach, A Quadrat oder minus 2 Drittel und der Zeiger ist dementsprechend hier. Zielrichtung ist ja die Gegenuhrzeigerrichtung, Sie sprechen das U2 läuft dem U1 um 120 Grad nach. U3 läuft dem U2 120 Grad nach, ist da oben. Da hätte es also mal die Sternspannung, die 3 Zeiger der Sternspannung und jetzt brauchen wir also nur mal die Differenz bilden. Ausleiterspannungen wissen wir, U1,2 war U1 minus U2, also wir starten hier bei der Spitze, minus U2 plus U1, haben Sie auch da das U1,2. U2,3 dieses läuft dem U1,2 wieder 120 Grad nach, das sehen Sie da noch einmal.
Das wäre also hier die dementsprechende, kann man das U1 U2,3 um 120 Grad nachheilen und U3,1 läuft dann dem U2,3 um 120 Grad nach. Und Sie sehen, dass hier U2,3 dementsprechend als ein minus U3 plus U2, Differenz der Sternspannungen, U2 von oben nach unten und schlussendlich U3,1 draußen. Und Sie haben jetzt hier die durchgezogenen Linien, hier die 3 Sternspannungen, die 3 Außenleiterspannungen eines symmetrischen Systems. Da sehen Sie es natürlich auch, da taucht es erst einmal n kleiner als 6, die Außenleiterspannungen sind größer als die Sternspannungen. Da wäre erst der Ausgleich, wenn Sie also auf 30 Grad, auf 60 Grad übergehen, dann hätten wir so Gleichbedeutungen für Polygone mehr als 6, wäre also tatsächlich die Außenleiter kürzer, ist für uns nicht relevant. Und Sie sehen auch, die Außenleiterspannung läuft der Sternspannung hier um 30 Grad vor. Sie können das ja genau verschieben und sagen, U1,2 ist dem U1 hier um 30 Grad voreilig. Das wäre also hier diese P6, die Ihnen bei der Differenz der beiden Sternspannungen hier rein mathematisch schon einmal herauskommen. Im Allgemeinen, was wir da hinten noch sehen, also nicht da drüber liegend oder dahinter liegend, das gestrichelte System wäre jetzt ein symmetrisches Stromzeigediagramm. Da hätten wir so wiederum I1, I2, I3 auch symmetrisch. Die können wir dann verbinden und haben hier das symmetrische Mehrphasensystem. Und das sehen Sie, das ist relativ einfach. Jetzt alles, was Sie tun müssen, müssen sich einen Strang genau anschauen. Und wenn Sie den analysiert haben, dann können Sie einfach mal n, in unserem Fall mal 3, wenn Sie die Leistung in einen Strang kennen und wissen, das System ist symmetrisch, dann haben Sie die Gesamtleistung einfach das Dreifache und so weiter. Und dann besteht natürlich eine sehr kompakte Beschreibung. Und das Zeigediagramm legt mir vielleicht auch nahe, dass es im Vergleich zum Verlauf im Zeitlichen hier noch kompakter darstellt. Immerhin haben Sie diese 6 Spannungen, die 6 durchgezogenen Pfeile, diese 3 Sternspannungen, die 3 Außenleiterspannungen, sowohl betragsmäßig als auch phasemäßig sehr gut beschreibbar. Ist das Vergleichen mit der Darstellung im Zeitbereich, da hätten wir auch 6 Kurven, ne? Und Sie haben es alle Hände voll zu tun, um da die Phasendaten untereinander deutlich angeben zu können. Ein Hinweis mehr auf die Kompaktheit der komplexen Ebene und der Darstellungsform. Okay, das wäre sicher mal ein Anriss des Symmetrisch. Wir werden das nächste Mal dann noch vertiefen und schauen uns auch noch nicht symmetrische Systeme an, werden uns dort aber